Herr Schniedrig, Sie sind Präsident von St. Olgi Basel. Was ist das für ein Gebäude, das Sie an der Burgfelder Strasse bauen? Also es ist ein Gebäude, das nicht gebaut wird, es ist schon gebaut. Wir umrüsten das lediglich umrüsten auf unsere Zwecke. Und das wird der Hauptsitz der St. Olgi Basel werden in Zukunft. Es war immer die Rede von einem Tempel, von einer neuen grossen Kirche, die St. Olgi hier sich einrichtet. Das stimmt in dem Fall nicht. Nein, das ist ein weiter Fehler, das ist sicher kein Tempel. Ja. Wir haben jetzt auch bestehende Gebäude am Heerengrabenweg. Das Problem dort ist, die Gebäude sind zu klein, die sind zu eng, sind überaltet. Und wegen dem hat man sich nach einem neuen Gebäude umgeschaut. Und das ist eigentlich als Ideal angeschaut worden, das Gebäude an der Burgfelder Strasse. Ja. Aber Sie wollen sicher auch Präsenz markieren mit diesem Gebäude, wenn Sie das als Ideal bezeichnen. Ja, es ist nicht ganz unrichtig, was Sie sagen. Wir haben im Moment ein bisschen wie ein Underground-Dasein. Wir möchten ein bisschen raustreten, aber auch gleichzeitig, wenn ich sage Präsenz, würde ich sagen, wir auch Transparenz schaffen. Also das Gebäude wird so ausgerichtet, dass der Eingangsbereich gross wird sein, sehr verglast, dass es einfach offen ist, dass man schauen kann. Es soll offen sein, die Leute sollen reinkommen. Geht es auch darum, neue Mitglieder zu gewinnen? Ja gut, das ist natürlich immer klar, weil wir natürlich mehr sind von unserer Sache überzeugt. Wir finden es eine gute Sache, aber wir wollen die Öffnung schaffen, dass Leute selber entscheiden, sollen selber schauen und sich dann auch ein Bild machen. Wer im Iselin, also in diesem Quartier unterwegs ist und mit Bewohnern redet, es geht immer relativ schnell und dann fangen sich die Leute an, über St. Olgi aufregen. Sie werden negativ wahrgenommen, offensichtlich in diesem Quartier. Erleben Sie das anders? Ich denke, das ist schon, wie Sie sagen, weil das Problem ist eigentlich, dass natürlich die meisten Aussagen, die es über St. Olgi gibt, von den Medien selber erschaffen werden. Und indirekt bin ich mir bewusst, dass da sicher eher Ängste, ich würde mal sagen Ängste, gewisse Leute haben ein grosses Problem damit etc. Aber das würde dem genau entgegenwirken, was wir da machen. Also ich glaube, in den ersten paar Wochen wird das ein bisschen eine spannende Sache werden, aber wir haben es an dem jetzigen Ort Standort, wo wir sind, also auch mit der Nachbarschaft sehr gute Verhältnisse. Ja. Also haben Sie auch die Hoffnung, dass mit dem neuen Gebäude der Ruf von St. Olgi besser wird in Basel und im Quartier? Ja, von dem gehe ich aus, ganz klar. Ja. Weil das Problem ist eigentlich immer, Leute, die uns nicht kennen, die uns nur aus irgendwelchen Medien kennen, haben ein Bild. Und ich glaube, wenn man mit uns schwätzen kann, wenn man das anschauen kann, sich ein eigenes Bild macht, das wird definitiv sagen wir mal, eine Wahrheit schaffen, über wen wir sind und was wir machen. Ja.